Heute ist ein Tag, an dem ich tatsächlich mal so richtig eine Aufnahmesession wieder zimmern kann. Ja, vorher schon Majora's Mask und jetzt noch Super Mario Mann. Wir haben eine Quest, die tatsächlich direkt unter mir steht. Und zwar ist es direkt wieder was schon viel länger hätte passieren sollen. Nein, wir schmeißen Fu nicht aus dem Team. Wäre zwar lustig, aber nein. Wir brauchen die Candies. Und elevaten unseren Tom. Es wird Zeit, Leute. Es wird Zeit, dass wir einen Yoshi haben. Exakt. So. Tail Slap. So, und damit müssen wir nach Toad Town und können endlich eine Quest abschließen. Was ist du? Nein. Hey Mario! Ja. If you do, I'll even give you a reward. Yoshi Lover is now active. Ich habe den nicht mehr aktiviert. Ich habe die Quest nicht mehr aktiviert, weil das ja stimmt. Die habe ich in der Version 1.3 aktiviert, aber wir haben hier updaten müssen auf die 1.4. Yoshi Lover. A Toad who's a fan of Yoshi's has asked you to bring him one to see. There's a reward promised if you do. So, und hier sind wir ja schon. Wow, Yoshi, thanks a bunch for showing me one, Mario. Here, have this reward I promised. The Yoshi Whistle. That right there is a magic Yoshi whistle. Use it whenever you want to ride around on your Yoshi. Oh, and don't worry if you currently have a Yoshi in your party or not. Like I said, it's magic. Direkt am Anfang vom Part ein Achievement geschafft. Und damit auch eine Quest. Das ist wunderschön. Warte, da steht 10 von 30. Das heißt 10 sind entweder done oder active, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, schaut so aus. Okay, perfekt. Wir können ja gleich mal schauen, wie es weitergeht. Übrigens, ich finde die Liste sehr, sehr geil. Na, es gibt hier den Select-Knopf für ein registriertes Item, aber es gibt noch einen anderen Knopf, wo du wirklich eine Liste hast für die registrierten Items und das ist wirklich gut. Yoshi Whistle. Aha. Oh ja. Das ist es. Hier Welt 1, Welt 2, Welt 3. Und hier drüben ist Welt 4. Da müssen wir jetzt hier. Oh ja, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Und es ist reportedly, wir wissen ja mittlerweile, Waluigis Welt, Casino-Welt mit irgendwelchen lilanen Coins. Bin schon sehr gespannt. Alter, Waluigis Casino ist so gut. Sicher Anspielung auf die legendäre Mario Kart DS-Map Waluigi Pinball. Oder Waluigi Flipper. Mario, boy, am I glad to see you. I've just about finished up here. You should be able to go to World 4 in just a moment. Wait just a minute! I, Kamek, can't allow you to do that. Lord Bowser has tasked me with ensuring you don't repair this warp pipe, and I won't let his burly nest down. Zwischenboss gegen Kamek. Admin Kamek. Oh. Ah, da muss ich schon mal gleich sagen. Das stimmt so nicht. Oh, das tut richtig weh. Denn es gibt nur einen Kamek.
Und Kamek gehört der Art der Magi-Koopas. Das bedeutet, dieser Kamek hier ist ein Magi-Koopa. Und er wurde von Kamek eingesetzt. So. Keine Ahnung, was du für ein Typ hast, aber vielleicht Flug, Psycho oder so. Wir machen mal Acrobatics. Oh ja. Das kann sein, dass der gerade Item gehabt hat. Deswegen hat der Damage so viel gebracht. Ich finde es cool, wie einfach jeder ja diese Augen auf deren Caps hat. Wegen Cappy eben. Aus Mario Odyssey. Einfach auf der Mütze von Kamek. Das ist schon cool. No way, Lord Bowser is going to kill me. Don't think this is over, Mario. I'll let you go this time, as I need to think up of an excuse to tell Lord Bowser, so you don't get into trouble. Well, that was weird. Let me just get this warp pipe all fixed up then. There you go, Mario. That warp pipe should be all fixed up. Good luck out there. Dankeschön. Wait, wo geht's denn eigentlich dann weiter mit die... Ah ja, hier. Mhm. Oh ja. Let's go. Hallo, ich möchtest du hier rein? This warp pipe will take you to World or Main Street. Klassische Gift-Level-Mucke aus den 2D-Marios. Meistens Level 4. Welt 4. Und der erste Kampf. Did you know this entire area used to be a marsh? Leute, wir sehen uns gleich nach diesem Fight. Great battle. Here is your prize money. Hey, wait a minute. Ich möchte nur mal kurz sagen, ich habe aus diesem Kampf nichts gekriegt. You don't have a coin case? Here on Main Street, everyone uses purple coins. Here, let me get you situated. Coin Case? No way. Schon wieder ein Feature in dieser Welt. And here's your purple coins. 50 Purple Coins. Ah. Those are all anyone cares about around here, so spend them wisely. Ah ja! Na, da bin ich ja mal gespannt. Main Street Rest House. Mhm. Lobster. Hey, what gives? I was about to catch something big. Cut. Ah, ich habe schon wieder 0 Coins gekriegt. Ah, deswegen. I guess it got away. Take your purple coins and let me try again. Mhm. Das ist echt eine interessante Sache. Für was können wir diese Purple Coins dann verwenden? Nehmen wir uns mal das Item. Venoshock. Hi, kämpfen wir. Wee, stomping around in these puddles sure is fun. Cut. Huh? Your prize? Oh, here you go, mister. I don't really care about purple coins or whatever these are anyways. Dann kannst du mir mehrere geben. Haha. Was geht denn hier in diesem Resthaus eigentlich? Oh my, you seem like you could use some rest, I insist. Danke, ich finde das immer sehr gut, wenn wir es irgendwo heilen lassen können. This entire area was only developed recently, you know? It used to be, and still somewhat is, a marsh. Because of this, you can get some good fish in the nearby river. Although, you'd need this good rod in order to find them. So here you go. Don't be shy. Obtain the good rod. Okay. That rod will let you catch fish of greater rarity. So what are you waiting for? Go try it out. Das war's, wir angeln gleich mal. Mit der guten Angel. A capture on the hook. Skeeter, hey. Skeeter Girl gibt's hier immer noch. Dann probieren wir es einfach gleich nochmal. How about that? Es erhöht ja nur die Chance.
Skeeter, immer noch. Ja, wie gesagt, so richtig auf die Jagd gehe ja dann erst, wenn wir storymäßig durch sind. Ne? So, jetzt schauen wir uns noch einmal an. Okay, Skeeter. Scheiß drauf. Oder ich sag mal so, im späteren Verlauf des Games werde ich dann auf jeden Fall den Turtledex in Angriff nehmen. Oh, wir haben einen Doppelkampf, okay. The prince has accepted our petition to become commanders. Oh, wir haben unterschrieben. Hope you're ready for our wild battle style. Alles klar. Twister und Pokey. Ich glaube, den Kampf lasse ich mir drin. Da habe ich sehr Bock drauf. Okay. Wir schauen mal. Acrobatics auf Pokey. Wir bleiben einfach so drin, wie es ist, oder? Oder macht es Sinn? Ja, oder probieren wir es einfach, oder? Steigern wir unsere Verteidigung hier. Und keine Ahnung, welchen... Oh, okay, warte mal. Vielleicht sollte die doch raus. Keine Ahnung, welchen Typ Poké hört. Vielleicht war das eine Bodenpflanze oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also wir versuchen nur mal Acrobatics da drauf. Aber wir müssen mit Mumphy auf jeden Fall raus. Weil sonst Flug uns einfach weggernatzt. Wir können mal Poképuff rein und schauen, ob wir was vergiften können. Jawohl. One-Hit sogar. Stark. Das ist natürlich immer nervig mit diesen ganzen Wettereffekten. Es dauert immer sehr lang. Klubber, Alter. Keine Ahnung, was du drauf hast. Aber wir versuchen mal einen Low Sweep auf den. Und dann... Baneful Bunker. Na, wenn wir jetzt angegriffen werden, dann sollten die... Yes! Es macht zu viel Damage. Oh, wenn wir angegriffen werden, sollten wir vergiften. Oh nein, bitte kill nicht. Okay, alles gut. Oh, okay. Okay, jetzt langt's, jetzt ist okay. Natürlich, ja. Ja, ist klar. Na klar. Ja, wir killen hier jetzt einfach gegen Nummer auf Baneful Bunker. Ah, failed. Ah, man konnte es jetzt zweimal hintereinander. Okay, let's go. Lavakorn. Lavakorn. Was so ein Stahltyp, Klubber? So, jetzt killen wir den Kerl. Und dann gehen wir einfach für den Dive. Wir verpissen uns hiermit. Killen den Kollegen weg. Not very effective. Du hast sowas von den Stahltyp, oder? Oh! Ein Boden-Yoshi? Das ist interessant. Ich hoffe mir, dass der nicht zu sehr fetzt.
super effektiv gegen Priester. Aha. Ah, nicht schlecht. Oder dann musste ja Bodentyp gewesen sein, oder? Mhm. Macht den Headbutt mehr Schaden? Ja, scheiße, aber warte, wir gehen mit dem Bubble Beam rein. Ja. Oh, okay. Ja, ich glaube, das hittet beide. Und ich glaube, das killt Porcupuff. Ach so! Hm. Da war ja was. Gift ja Bodenschwäche. Ach komm. Ja, keine Ahnung, Mann. Ja, ein Wine Whip und das war's. Gut. So, dann hätten wir die Twins. It was a great battle, mister. Here you go. Oh, 100. Double the money. Achso, ja, bei dir müssen wir uns anstellen. Ja, ja, ja. Wooden Purple Coins, das war Luigi. So, in diese Richtung. Ja. Kevia Berry. Da haben wir wieder ein Bruno. Und unten wieder ein Item. Damp Rock. Was auch immer das sein soll. Schauen wir doch mal noch, oder? Ja. Extends the length of Rain Dance. Ah. Hier könnte man eigentlich mal allgemein schauen. Dass wir vielleicht mal irgendwelche Items verteilen. Hier, Quick Claw zum Beispiel. Bruno. Hey. Hey Mario. It's me, photo. Oh, want a picture taken for your time in Casino Kingdom? Ja, mach mal. Great. Juhu. Dankeschön. So, jetzt reden wir mal mit dir nochmal. Du wärst doch safe wieder... Nein, lass das. Nein, lass das jetzt. Wasser-Pokémon wärst du haben. In diesem Sinne, bis gleich. Danke für die Coins. Der hat uns mehr geben. Gefällt mir. Aber hier ist irgendwie so viel los. Hi. Hey there, interested in making it to Main Street without paying that outrageous sum to the guard? Well, have I got the deal for you. For just 100 purple coins, I'll let you surf across this water here on a Koopa shell. No need for subsequent payments either. You can use it as much as you like. So what you say? Ja. Great choice, mister. Obtained the Koopa Shell. Das ist also die Möglichkeit für Surfer in diesem Game. Now then, have fun. Ey, das gefällt mir. Das ist super. Hier ist wieder Skeeter. Du kannst mich aber mal. Und ciao. Und wieder zurück. Jetzt ist halt die Frage. Können wir durch Surfen praktisch mit der gleichen Rarity Pokémon finden wie mit der Super Angel? Partycap! Oh ja, die möchte ich mir anschauen. Partycap. Ah, die. A cap that works better on lower level captures. Ah ja, doch, die hat man schon irgendwo mal Kafferkina. Und irgendwo ist ein Item. In diese Richtung.
Hier vielleicht? Hier nach unten. Mhm. Oh nein. Oh nein, ich bin in einer Sequenz. No way! Us Koopas are way better suited for the road. I mean, have you seen Lord Bowser? He's called the king of the Koopas for a reason. Power to the people, I say. And by people, I mean Koopas. Koopas are just as good as Koopas. The quest Trouble at Smile Square is now active. Das sind Parudi und irgendwas. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Aber ich kenne die aus Mario und Luigi. Das ist geil. Private Goomba, are you listening? Bowser's called the king of the Koopas. As such, only a Koopa is fit to be Lord Bowser's right-hand minion. But Corporal Paraplonk, that's just plain unfair. The majority of Lord Bowser's minions aren't even Koopas. I don't see what's wrong with a Goomba like me taking up a leadership position. I mean, did you see Captain Goomba? Isn't Captain Goomba? Captain America oder was? He did a great job leading us minions a while back against Fawful. Mann, das ist jetzt irgendwie total traurig, weil wer ist denn Fawful? Ist Fawful Krankfried? Wenn man die englischen Namen kennt, ist das echt traurig. Captain Goomba just got lucky. A minion in the right time and place. They could have just as easily been a Koopa. We're getting nowhere with this. Where's Sergeant Guy? Where we need him to be a tiebreaker. Hey, wait a minute. Is it Mario? Yeah, right. Come on, we have to defeat him for Lord Bowser. Wait a moment, Paraplonk. This is exactly what we needed. Mario can be our unbiased third party. Really? I really think we should use this chance to defeat him. But I also really want to be proven right. Mario, what group of minions do you think is more fit to be Lord Bowser's right-hand minion? Koopas, of course, right? No way, Koopas for sure, right Mario? What group of Bowser's minions do you think is most suited to be his right-hand minion? Ja Leute, okay, jetzt müssen wir mal ganz realistisch schauen. Goombas werden straight up einfach nur platt gemacht. In jedem Game eigentlich One-Hit, wenn du auch mit drauf springst. Bei Koopas schaut es nochmal anders aus. Wenn du nämlich drauf springst, verzinkst du sie erst mit dem Panzer. Und selbst mit dem Panzer können die einiges anstellen. Die können damit gegen dich losdashen. Die haben viel mehr Funktionen mit dem Panzer. Also Koopas sind faktisch besser. See, I told you so. Koopas reign supreme. I thought better of you, Mario. Looks like I have no choice but to fight to prove the worth of all Goombas. Well, Mario's choice got you a bit upset, eh, Private Gump? Don't worry, Mario. I'm sure Private Goomb will be no issue for you. Haben wir einen Doppelkampf jetzt oder wieder weit? Nee, okay, doch nicht. Passt. Royal Guard, Private Goomb would like to battle. Paraplonk, you're supposed to help me. Take down Mario. Für den kriege ich sogar Preisgeld. No way. How could I lose to you? For lack of a better phrase, I told you so. Koopas are Lord Bowser's most powerful minions. You pay for this, Paraplonk. Thanks for helping me prove the might of Koopas, Mario. Here, I'll give you this as a way of showing just how grateful I am. Obtain the sturdy shell. Uh-huh. Don't expect this sort of treatment from now on, though. And make sure not to tell Lord Bowser about what happened here. Next time we meet, it'll be as enemies. Verrückt, oder? In der nächsten Folge geht's weiter. Die findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung definitiv nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.